Wir haben ja, weil ihr das gerade im Video gesehen habt, haben wir Grenze von einem Maibaum geklaut. Servus, hallo, Haberdere und herzlich willkommen zu einer knackfrischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Heute behandeln wir ein Thema, das eigentlich letzte Woche war, das wir aber erst heute behandeln können, weil wir ja das Thema nicht mehr so behandeln, sondern aktiv behandeln. Das heißt, es geht ganz einfach um die Sache mit dem Maibaum, aufstellen, bewachen, klauen und hin und her. Ich habe quasi aktiv, knackfrisch für euch vor Ort, nicht da hier, sondern da draußen, mit der neuen GoPro so ein bisschen alles mitgefilmt. Das heißt, wenn wir unseren wenn wir unseren Maibaum geholt haben, direkt nicht, weil wir ja nicht gleich jeder wissen, wo wir den herholen, aber weil wir ihn hergerichtet haben, weil wir ihn aufgestellt haben, zum Beispiel auch eine kleine Maibaum-Kranz-Klau-Aktion in einem fast Nachbardorf. Das haben wir alles videotechnisch festgehalten und wollte euch das natürlich nicht vorenthalten. Das heißt, ich schleiche mir jetzt und ihr seht jetzt das ganze Material, was wir im Laufe der letzten 2 Wochen, sage ich mal, aufgenommen haben. Alles, was da damit zum tun gehabt hat, mit der Maibaum-Aktion. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Links. Hier steht links. Ja? Steiger jetzt. Nein, hier hinter. Du willst nicht, weil du vorher kommst. Fritz! Jetzt fahren wir erst weg und später probieren wir nur zu warten. Geht so. Ja, wenn es finster ist, wenn dann ein bisschen. Alter, fuck, war das geil. Alter. Thomas. Alter, der Vorradl, da vorne der Vorradl. Ja, ich, das Fest war ja, ey! Ja, schau jetzt auch. Alter, das war so geil. Also, wir sind jetzt unterwegs. Und zwar, wir haben ja, weil ihr das gerade im Video gesehen habt, haben wir Grenze von einem Maibaum geklaut. Und wir sind jetzt unterwegs, denen zu erklären, dass wir da eventuell haben könnten. Das ist schöne Musik da. Es ist Samstag Vormittag, ich sag scheiße was, das Wetter passt. Und jetzt fahren wir. Jetzt fahren wir nach Waldau und schauen mal, ob da eine Grenze wieder. Also die versuchen jetzt gerade eine Straßenblockade. Ja, ich meine ja nicht. Ausführen ist nie, sonst fährt mit den Grenzen. Pünktlichkeit ist kostet aber auch was von Pünktlichkeit. Wir haben noch da. Brauchen wir nicht noch das lesen, oder? Ja, der soll auch steigen, ne? Nix. Doch. Wo haben wir denn noch ganz rein? Kann alle da. Olli! Nicht so gut. Da kommt noch einer gerannt, der hat schon Flaschen in der Hand. Ja, und da war es dann mit dem Filmen nicht aufgrund von technischen Problemen, sondern weil wir quasi wenn wir die Grenze gebracht haben, um unsere Auslöse abzuholen, war eigentlich der ganze Verein von denen relativ entspannt, die waren alle ganz cool drauf und wollten mit uns da quasi das ganz locker abwickeln und einer war dabei, der hat halt gemeint, er mau jetzt da, ach was hat er für kleines da quasi jetzt da einen ganz Hirten machen und Kamera aus und ach er ist ja so ein toller. Auf jeden Fall, ich hätte es euch gern gefilmt. Da hätte vielleicht auch der Karl Juppie Waldau in Sachen Werbung ein bisschen was braucht, aber naja, tut mir leid. Wir werden uns auf jeden Fall mit den anderen restlichen Waldauer mal nochmal zusammenhocken auf 1 oder 5 Kistler und vielleicht schauen sie ja dann nochmal vor die Kamera.
Also wir haben jetzt unsere Brotzeit gekriegt, ja, durchs Büttel durch, wir haben Semmeln, wir haben Leberkäse und Brot und kein Senf, die fehlt der Rest. Nicht so schnell, die ganzen Mal die Polizisten da sagen, der soll ja was zahlen, auch wenn er so rein. Und der ganze Rest ist drin mit seiner Brotzeit. Und jetzt, machen wir mal. Auf geht's, schneiden wir an. Und jetzt geht's weiter mit dem Baum herrichten und aufstellen bei uns. Habitiere, wir schreiben den 30.04.2018 und heint haben wir jetzt gerade unseren Maibaum aus dem Wald geholt, das wir aus Sicherheitsgründen nicht filmen können, weil sonst wissen ja gleich alle, wo wir unseren Baum herholen. Und jetzt liegt der Baum quasi schon an der Halterung und wird da dort geschallt. Und Kranz werden gebunden. Und das filme ich für euch alles ein bisschen mit, dass ihr wisst, wie das abgeht. Also jetzt haben wir alles hergerichtet und aufgebaut, jetzt haben wir unser Fahrzeug angefahren, weil wir wollen natürlich ein, zwei Schlückchen von gewissen Getränken trinken. Und, Lichtseidel. Und jetzt stellen wir dann auf und ihr schaut halt zu. Weil mitmachen könnt ihr nicht. So, jetzt habt ihr es auch gesehen. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass dann in die Kommentare die ersten 100.000 Leute schon wieder schreiben, mein Baum steht mit der Hinterf. Es ist ganz einfach. Wenn ich in einem Ort nicht die Leute habe, dass ich den aufstellen kann, und um mein Baum mit der Hinterf zu stellen, brauche ich wirklich viel Leute und wirklich viele Leute, die sich damit auskennen. Und der wird das auch wirklich richtig machen, dann ist es sicherheitstechnisch wirklich schwierig, sowas durchzuführen. Weil so ein Baum, der schlagt halt 2, 3 Leute wie eine Katze. Und deswegen haben sie mir also schon vor langer Zeit dazu entschieden, das nicht direkt mit der Hand durchzuführen, sondern eben da mit Seilwinden und Seilern, weil das einfach sicherer ist. Und ich verstehe ja jeden, der seinen Baum mit dem Kran aufstellt oder mit dem Holzwagen oder mit dem Frontlader oder sonst was. Schaut sich an, letzte Woche hat erst wieder ein Gipfel bei uns da im Bauern in der Schlung. Das machen jetzt auch. Also schön für die, die was mit der Hand machen und auch noch Leute haben und das dann sicher hinhaut. Aber wie gesagt, wir haben aus Sicherheitsgründen und weil wir es halt eigentlich schon unsere ganzen Vorgänger so gemacht haben, stellen wir den nicht mit der Hand auf. Wenn ihr nur ein Video zu dem Thema sehen wollt, dann könnt ihr natürlich auch mal vom Birger vorbeischauen. Der hat vor einer Woche oder vor 2 Wochen, vor 1,5 Wochen, auf jeden Fall
vor nicht allzu langer Zeit schon ein Video zu diesem Thema Maibaum gepostet. Ist auch ganz interessant. Schaut auch da mal vorbei. Ich hab noch was, bevor ich selber sage. Und zwar möchte ich unbedingt einmal vorbeischauen bei die Nice Guys. Die Nice Guys kommen aus Tirol, lass mich nicht lügen, ich glaube schon. Und die haben ein Format. Und diese Nice Guys haben ein Format, das sich da schimpft Nice YouTuber Duell, in dem ich auch vorgekommen bin. Und ich finde es vom Gedanken her echt super, weil die zwei Typen quasi gegeneinander andrehen und jeder spielt für einen YouTuber. Und die stellen dann die Kanäle vor und am Schluss jetzt im Finale haben sie es parodiert. Und das ist echt sowas von geil gelungen, wirklich top. Ihr zwei macht's weiter so. Und meine Abonnenten könnt ihr mal, wurscht schon. Link, erster Link und schaut's! Jetzt mal an die Parodie denken. Schaut's auf Snapchat vorbei, schaut's auf Instagram vorbei, schaut's auf Facebook vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder ist bayerisch für Anfänger oder irgendein anderer Schmarrn auf dem Kanal. Servus, Haberderi und seid freundlich!